Ja, es ist wirklich ein spannendes Thema, die Kraft guter Gewohnheiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte so viel darüber sagen. Ich habe mich gerade im letzten Jahr auch relativ viel mit diesem Thema beschäftigt und ich kämpfe etwas damit, dass ich selber noch nicht da bin, wo ich sein möchte mit den Gewohnheiten und auf die andere Seite, dass es so viel Gutes zu sagen gibt und ich mich so stark einschränken muss, aber es wird bestimmt trotzdem eine super Botschaft werden. Ja, ich habe euch 2 Gewohnheiten von mir gesagt. Wenn du an deinen Morgen denkst, was ist, wie dein Tag startet, ob du zuerst immer mal Snooze drückst auf dem Wecker, dass du nochmals ein paar Minuten hast, oder ob du sofort die Bibel aufschlägst und ein paar Verse liest, oder vielleicht sofort aufs WC musst, oder mal als erstes die Kaffeemaschine aufheizt. Auf jeden Fall, so wie du deinen normalen Tag startest, so wie du gestern gestartet hast, so wie du vielleicht heute gestartet hast, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass der Tag zuvor und wieder der Tag zuvor genau gleich waren. Wir sind ja eigentlich in der Serie über Entscheidungen, wie wir wichtige Entscheidungen, auch weise treffen. Höre sie unbedingt nach, es lohnt sich sehr, diese nochmals zu uns zu reden lassen oder zum ersten Mal zu uns zu reden lassen. Es bringt so viel, wenn wir gute Entscheidungen treffen. Aber so die großen Entscheidungen, wo wir an eine Weggabelung kommen, wo wir entscheiden müssen, sollen wir jetzt rechts oder links gehen, das ist gar nicht so häufig. Was viel häufiger ist, dass wir ganz unbewusst Entscheidungen treffen. Wir haben schon gehört, Forscher gehen etwa davon aus, dass wir täglich 20.000 Entscheidungen treffen. Und die fühlen sich bei weitem nicht alle an wie hier die Weggabelung. Und man geht auch davon aus, dass 40% unseres Lebens ist einfach Routine. Das heißt, da entscheiden wir gar nicht bewusst, sondern da übernehmen unsere Gewohnheiten die Entscheidungen für uns. Also viele dieser 20.000 Entscheidungen, die passieren einfach, ohne dass wir überhaupt irgendetwas merken. So eben beispielsweise auch die Morgenroutine. Oder wenn dich jemand nervt, dann wirst du auch eine Routine haben, wie du darauf reagierst. Wenn die Kinder nicht gehorchen, dann habe ich auch meine Routinen, wie ich normalerweise darauf reagiere. Oder wenn du dich entspannen möchtest, wirst du auch deine Routinen haben. Das geschieht einfach, weil du es gewohnt bist, wie du das tust. Am Anfang einer Gewohnheit, da kann natürlich durchaus eine Entscheidung stehen. Auch wenn es viele Gewohnheiten gibt, die haben sich wohl einfach so eingeschlichen, ohne dass wir uns mal ganz bewusst dafür entschieden haben. Aber jeder, der Auto fährt, der hat sich mal entschieden, ich möchte Autofahren lernen. Bei den einen ist es vielleicht schon sehr lange her, bei den einen etwas weniger lange. Man geht mal zur Fahrschule. Am Anfang ist jeder Handgriff mühsam, oder? Bis man da all die Abläufe kennt. Und dann kommt man so ins Fahren, dass es automatisch wird und irgendwann fühlt es sich so an. Kennt ihr das? Ihr fahrt Auto und denkt über was nach und irgendwann fragt ihr euch, waren überhaupt alle Ampeln grün und wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Ich kenne das auch zu gut. Ich habe übrigens gemerkt, ich habe ein Passwort, das ist ziemlich schwierig. Und wenn ich es zum Beispiel für meine Frau mal aufschreiben sollte, ich kann das fast nicht aufschreiben. Ich habe es nur in den Knochen drin. Da funktioniert das. Und es ist tatsächlich so, Forscher haben herausgefunden, Gewohnheiten funktionieren eigentlich ohne zu denken. Es kann sogar funktionieren, ohne dass unser Gedächtnis noch funktioniert. Es gab da einen Mann, der hatte durch eine Krankheit kompletten Verlust vom Kurzzeitgedächtnis, also komplett dement. Ein Mann, der noch nicht im Alter war dafür. Und er konnte wirklich nichts mehr Neues aufnehmen und behalten. Und die Ärzte haben seiner Frau gesagt, hey, du musst schauen, dass er sich bewegt. Also haben sie jeden Tag einen Spaziergang gemacht. Immer denselben. Und irgendwann kamen sie irgendwie in die Stube und der Mann war nicht da. Und sie, oh, was ist passiert? Er kann ja gar nicht selbst zurechtkommen. Und nach einer Weile ist er wieder zurückgekommen vom Spaziergang, wie wenn nichts gewesen wäre.
Sie hat das dann beobachtet und der Mann war in der Lage, diesen Spaziergang alleine zu machen. Wenn aber irgendwo eine Baustelle war, komplett verloren. Noch ein Haus vor seinem eigenen Haus. Er hätte dir nicht sagen können, wo er wohnt. Aber das Hirn war in der Lage, einfach diese Routine abzuspeichern und er konnte den Spaziergang selbst gehen. Weshalb erzähle ich euch das? Gewohnheiten haben wirklich einen brutalen Einfluss auf unser Leben, weil wir können Dinge tun, von denen wir gar nicht bewusst sind. Wir denken gar nicht darüber nach. Wenn das super Dinge sind, dann Halleluja. Aber wenn es destruktive Dinge sind, können sie unser Leben so auch unterhöhlen, können sie uns zerstören. Das ist übrigens auch für euch Eltern eine Riesenchance für eure Kinder, dass ihr ihnen da gute Routinen mit auf den Weg geben könnt, gute Gewohnheiten, nach denen sie leben können. Erfolgreiche Menschen tun konsequent, was andere gelegentlich tun. Von Craig Rochelle ist der Pastor der Life Church in den USA, habe ich sehr viel über Gewohnheiten gelernt. Erfolgreiche Menschen tun konsequent, was andere gelegentlich tun. Wenn du an Gewohnheiten dranbleiben kannst, die gut sind, dann wirst du Erfolg haben. Andere werden das vielleicht auch ein-, zweimal tun, aber das führt nicht zum Erfolg. Ich meine, viele Menschen wollen Ähnliches im Leben. Ich meine, wer möchte nicht gesund sein? Wer möchte nicht in erfüllenden Beziehungen leben? Wer möchte nicht eine intakte Familie haben? Wer hat nicht gerne einen guten Batzen auf der Seite? Wer möchte nicht grundsätzlich erfolgreich sein? Also es liegt nicht an unterschiedlichen Zielen, die wir haben. Es muss an etwas anderem liegen, weshalb wir doch auch so unterschiedlich im Leben dastehen. Ich habe für diese Predigt auch einiges aus dem Buch Atomic Habits genommen von James Clear. Und er macht auch eine mega wichtige Aussage. Und er sagt, du steigst nicht auf das Level deiner Ziele, sondern du fällst auf das Level deiner Systeme. Also große Ziele zu haben, ist auch gut. Es gibt uns Richtung. Aber du steigst nicht vor allem dahin, sondern du fällst darauf zurück, auf was für Systemen du dich bettest, wie dein Leben aufgebaut ist. Vielleicht sagst du jetzt, das habe ich aber so noch nie in der Bibel gelesen. Steht so auch nicht 1:1 in der Bibel. Aber wenn wir nach diesem Gesichtspunkt in die Bibel schauen, dann werden wir durchaus fündig. Wir beginnen gleich bei Jesus. Ich meine, Jesus war da. Er hatte einen Riesenauftrag für 3 Jahre. Und ich meine, die Menschen haben ihn belagert. Sie wollten geheilt werden. Sie wollten von ihm hören. Die Not war unendlich groß. Stress, kennen wir das. Mehr Anforderungen an uns, als wir bewältigen können. Wir würden schnell sagen, oh, ich hatte wieder keine Zeit zum Beten. Bei Jesus, er hatte ein System. Es heißt an mehreren Stellen, früh morgens ist er aufgestanden, hat die Nähe zum Vater gesucht und so konnte er sagen, alles was ich tue, tue ich, weil ich es den Vater habe tun sehen. Und dann nehmen wir auch Paulus. Er hat nicht für jede Stadt eine neue Strategie ausgedacht, wie er die gute Botschaft weitergeben kann. Seine Gewohnheit war, ich gehe in die Synagoge, ich predige am Sabbat, wenn sie mich rauswerfen, gründe ich eine eigene Gemeinde und gehe auch wieder Sonntag für Sonntag oder Sabbat für Sabbat und predige. Es mögen solche sehr kleinen Gewohnheiten sein, aber auf die lange Frist können sie einen riesigen, einen entscheidenden Unterschied machen. Paulus ermutigt uns im Galater 6,9: Werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Möchtest du den Segen ernten? Aber kennen wir es nicht auch alle, dass wir müde werden? Dass vielleicht nicht mehr
die Kraft haben, das Gute zu tun. Dass es uns mit den Gewohnheiten nicht so gut gelingt, wie wir gerne es hätten. Wir wüssten, was wir wollten, wie unser Leben ausschauen sollte, aber irgendwie es gelingt einfach nicht so gut. Es ist wirklich gar nicht so einfach mit den Gewohnheiten. Es geht jetzt noch ein paar Wochen bis zum Neujahr, aber es ist also die beliebteste Zeit, um sich neue Vorsätze zu nehmen. Ich habe mal die Zahl gehört, 92% aller Vorsätze werden nicht umgesetzt. Also eine sehr ernüchternde Zahl. Warum fällt es uns so schwer? Eine Erklärung ist, wir konzentrieren uns auf das was wir verändern wollen und vernachlässigen aber das wie wir dorthin kommen. Ich meine, jeder, der eine Prüfung schreibt, möchte bestehen. Die Frage ist, wie komme ich dahin? Oder jedes Paar, das heiratet, möchte doch glücklich verheiratet sein. Ich meine, es heiratet niemand und sagt, ja, das ist vielleicht mal so für 5 oder 7 Jahre. Also jeder, der heiratet, geht davon aus, das soll jetzt halten, auch wenn es vielleicht nicht alle ganz genau gleich ernst nehmen. Also Ziele bestimmen nicht den Erfolg, es sind die Systeme. Ich habe euch da ein Meme mitgebracht. Wenn man zu spät nichts mehr essen sollte, wieso hat es im Kühlschrank denn ein Licht? Ich finde, das bringt es noch ziemlich gut auf den Punkt. Also, dass es nicht so gut ist, am spät abends noch zu essen, das wäre schnell mal klar. Aber wie sieht das System aus? Ist es einfach, dass ich an den Kühlschrank komme, dass ich alles sehe, dass es einladend ist? Da wären wir voll beim System angelangt. Ich möchte nochmals das Zitat bringen von James Clear. Du steigst nicht auf das Level deiner Ziele, sondern du fällst auf das Level deiner Systeme. Daniel in der Löwengrube, eine sehr bekannte Geschichte, die jedes Kind im Kindergottesdienst lernt, in der Sonntagsschule. Gott behütet Daniel in der Löwengrube, der alttestamentliche Prophet. Und er war brutal erfolgreich da im Exil im Babylonischen Reich. Unter verschiedenen Königen hat er Top-Stellen erhalten. Und es heißt in der Bibel, er hatte einen exzellenten Geist. Er war einfach nicht zu überbieten. Man wollte ihn einfach haben. War das einfach Zufall? Auch bei ihm sehen wir ein System. Dieses System hat ihn, abgesehen davon, auch in die Löwengrube gebracht. 3-mal am Tag, auch da, als es verboten war, hat er sich nicht davon abhalten lassen, sich auf seinen Gott auszurichten und zu beten. Und ich bin überzeugt, da hat er um Weisheit gebeten, da hat Gott zu ihm gesprochen, da konnte er die Dinge bewegen, die er entscheiden musste. Das war sein System, das sein Leben zusammengehalten hat, was ihm die Möglichkeit gegeben hat, dass er prophetisch dienen konnte und dass er auch sonst einfach in nichts zu schlagen war. Wir müssen also an den Systemen arbeiten und nicht nur an den Ergebnissen irgendwie herumschrauben. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Wir sehen Fortschritte nicht schnell genug. Das kann auch ein Grund sein, weshalb wir nicht dranbleiben an Gewohnheiten. Vielleicht sagst du, ja, ich möchte gesünder werden, ich muss irgendwie ein paar Kilo abnehmen und ich beginne jetzt zu joggen. Und du joggst 2-mal in dieser Woche. In der Woche stehst du auf die Waage, 1 Kilo mehr. Oh Mist, das lohnt sich nicht. Neue Strategie. Oder du hast es jetzt eine ganze Woche geschafft, einen Bibelleseplan umzusetzen. Und noch am Wochenende, auf dem Weg in den Gottesdienst, du rufst wieder aus im Auto, weil dich ein Autofahrer aufgeregt hat, oder du schreist deine Kinder an. Oh, es funktioniert einfach nicht mit diesem Bibellesen. Oder umgekehrt, du gamest 3 Stunden. Meine Frau hat mich ja noch nicht verlassen, so schlimm kann es nicht sein. Oder du möchtest eine Reihe Schokolade essen und dann ist doch die ganze Tafel weg. Ja, okay, man sieht es, glaube ich, noch nicht, so schlimm ist es nicht. Wir machen einen riesigen Fehler. Wir unterschätzen kleine Gewohnheiten, ob sie gut oder schlecht sind. Ja, momentan mag es nicht so schlimm sein.
aber in einer langen Frist machen sie einen riesigen Unterschied. Ich finde das Beispiel so gut mit Wasser. Wenn du Wasser aus dem Hahn lässt und auf den Herd stellst, ist es, keine Ahnung, vielleicht 10, 12, 15 Grad warm. Dann gibst du Energie zu und du erhitzt es. Und Grad um Grad wird es wärmer. Und du siehst nichts. Irgendwann vielleicht ganz kleine Blattern. Eine Vorahnung, doch ich glaube, es wird heiß. Und dann plötzlich, innerhalb praktisch von 1 Grad zum anderen, sprudelt es kocht. Wenn wir aber nicht Geduld haben, bis zu den 99 Grad, können wir die 100 Grad nicht erleben. Wir können den großen Durchbruch nicht sehen. Deshalb ist es so wichtig, auch an kleinen Gewohnheiten, im Verborgenen, einfach dran zu bleiben, treu zu sein, bis sich der Erfolg einstellt. Deshalb werdet nicht müde und zur entsprechenden Zeit oder zur gegebenen Zeit den entsprechenden Segen. Ja, die gegebene Zeit kann leider etwas länger in der Zukunft sein. Aber wir dürfen erwarten, dass wir den Segen ernten können. Wir haben jetzt primär so die Ergebnisse angeschaut und die Prozesse dazu. Wenn wir da immer noch scheitern mit den Gewohnheiten, müssen wir noch eins tiefer gehen. Der dritte Punkt, weshalb wir häufig auch scheitern, ist, weil wir eine verzerrte Identität haben, die unseren Erfolg sabotiert. Ich habe euch eine weitere Folie mitgebracht. Ihr seht da so konzentrische Kreise. Wenn man von außen die Gewohnheiten anschaut, dann ist so die äußere Schicht sind die Ergebnisse. Das ist das, was man auch von außen sieht. Dass diese Ergebnisse sich einstellen, braucht es einen Prozess. Das wie man eben dorthin kommt. Und noch tiefer ist unsere Identität. Also wenn du sagst, ich möchte abnehmen, dann kannst du sagen, okay, ich muss einfach weniger Kilo auf der Waage haben. Der Prozess dazu ist eben, du gehst zum Beispiel am Abend nicht mehr an den Kühlschrank. Noch tiefer wäre, wie verhalten sich gesunde Menschen? Ich bin ein gesunder Mensch, deshalb verhalte ich mich so und so. Merkt ihr, wie es tiefer geht, wie es immer persönlicher auch wird? Der Feind, der möchte uns aber sagen, hey, du bist nicht gut. Hast du nicht gesehen, wie du da schon wieder versagt hast? Hey, das war absolut schlecht, wie du dich da verhalten hast. Und hey, schau mal deine Gewohnheiten an. Das ist doch kein guter Mensch. Du bist ein schlechter Mensch. Eine ungesunde Identität kreiert ungesunde Gewohnheiten. Und ungesunde Gewohnheiten bestätigen unsere ungesunde Identität. Weil die Gewohnheiten, die machen uns aus schlussendlich. Also wenn du eine ungesunde Identität hast, wirst du ungesunde Gewohnheiten haben und diese Gewohnheiten bestätigen deine Identität. Das gibt so eine negative Spirale. Und du kommst selber fast nicht heraus. Ja, du hast so viele ungesunde Gewohnheiten, du hast noch eine ungesunde Identität. Wie sollst du da selbst herauskommen? Ich möchte euch da Römer 12, Vers 2 nahebringen. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch die Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn ehrt und seinem Willen vollkommen entspricht. Es ist ein sehr guter Punkt, bei Gott anzufangen, wenn du sagst, hey, ich möchte andere Gewohnheiten haben, ich möchte schlussendlich auch meine Identität verändern. Weil wir sind so geprägt von den Verhaltensweisen, von den Gewohnheiten, von der Denkweise dieser Welt.
Und wir müssen Gott darum bitten, dass er uns hilft, in unserer Denkweise zu starten, damit wir ein anderes Leben führen können. Eines, was eben ihn freut. Eines, das seinem Willen entspricht. Genau für das ist Jesus am Kreuz gestorben. Viele unserer Gewohnheiten sind auch sündig, sind schlecht. Sie trennen uns von Gott. Auf die andere Seite, auch wenn du alles die besten Gewohnheiten hast, es wird immer noch Sünde da sein. Wir brauchen einen Retter. Und genau dafür ist Jesus gekommen. Und deshalb, wenn du bessere Gewohnheiten in deinem Leben haben möchtest, starte mit Gewohnheiten, die bei deiner Identität ansetzen. Sage gute Aussagen, die Gott über dir ausspricht, sage sie selber auf. Zum Beispiel Römer 8, Vers 6, doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Oder 2. Korinther 2, 14, doch ich danke Gott, der uns, die wir zu Christus gehören, immer in seinem Triumphzug mitführt. Solche Aussagen gibt es so viele in der Bibel, die darfst du aufsagen, die darfst du annehmen für dich, in Anspruch nehmen, dass sie dich von innen heraus verändern, dass sie dir eine Identität geben, auf denen du dann auch mit Gottes Hilfe deine Gewohnheiten aufbauen kannst. Überlege dir also nicht primär, was möchte ich für Gewohnheiten haben, sondern welche Person möchte ich sein. Ja, ich möchte ein Mann, eine Frau Gottes sein. Also, wie verhält sich ein Mann, eine Frau Gottes? Ich möchte ein liebevoller Ehepartner sein. Ich möchte ein kümmernder Vater sein, eine hingegebene Mutter. Ich möchte ein verlässlicher Businesspartner sein. Ich möchte ein guter Freund, ein guter Ratgeber sein. Ich möchte ein Leiter sein, der das Gute sieht in anderen Menschen, der sie weiterbringt. Wenn du da ansetzt, dann kannst du darauf aufbauen und schauen, ja, wie komme ich denn dahin? Und um die Ergebnisse muss ich dann gar nicht so fest kümmern, die kümmern sich um sich selbst. Wir haben von Susan gehört, nobody is perfect. Ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn es um Gewohnheiten geht, können wir auch schnell einfach so in die Falle tappen, dass wir uns einfach selbst optimieren möchten, dass wir die besten Menschen sein möchten. Aber starten wir doch wirklich da beim Römer 12, Vers 2. Um was geht es wirklich? Was sind es für Gewohnheiten, die wirklich auch mal in der Ewigkeit eine Bedeutung haben? Was für Gewohnheiten möchte Gott, dass ich anfange zu tun? Und nicht primär, was sind es vielleicht für Gewohnheiten, die in der Welt in einem guten Licht stehen. 1. Timotheus 4, Vers 8. Körperliches Training hat einen gewissen Wert, aber geistliches Training ist viel wichtiger, denn es verspricht Gewinn in diesem und auch im zukünftigen Leben. Und wenn wir das annehmen können, dass wir nicht perfekt sind, dass wir da auch wirklich mit Gott unterwegs sind, können wir auch die Spannung aushalten, dass es vielleicht eine lange Zeit gibt, bis sich gewisse Dinge verändern. Wir können eine Gewohnheit ums andere angehen. Wie wir auch von Gott her empfinden, was jetzt dran ist. Und die anderen Baustellen dürfen wir Baustellen sein lassen. Der Craig Rochelle, den ich schon erwähnt habe, er sagt, eine Gewohnheit im Jahr. Und er ist ehrlich gesagt für mich eher schon auf der zu disziplinierten Seite. Aber er hat das so umgesetzt. Jetzt über 20 Jahre einfach eine Gewohnheit im Jahr. Und da kommt man auf die lange Frist viel weiter, als wenn man sofort alles verändern möchte und dann doch nichts tut. Ich möchte noch auf ein paar ganz praktische Dinge auch hinweisen, die es wirklich hilfreich macht, wenn wir sie verstehen. Man redet von einer sogenannten Gewohnheitsschleife. Für jede Gewohnheit braucht es einen Auslöser. Und der Auslöser führt dann zum Verhalten
Und im Verhalten finden wir für uns eine Belohnung. Und weil es eine Belohnung gibt, werden wir es wieder tun bei der nächsten Gelegenheit. Ich habe zum Beispiel mir angewöhnt, Auslöser, ich nehme das Handy zum ersten Mal in die Hand am Morgen. Verhalten, ich öffne die Bibel-App und lese einfach den Vers zum Tag. Ganz einfach. Ich sage nicht, ich lese den ganzen Bibelleseplan. Einfach schon mal, ich habe das Handy in die Hand und anstatt irgendwelche News zu checken oder so, ich schaue mir einfach den Vers zum Tag an. Und für mich ist da nur schon die Belohnung, hey, ist cool, ich habe es geschafft, nicht etwas anderes anzuschauen. Es kann auch etwas anderes sein, dass du sagst, hey, als Familie, wir würden eigentlich gerne miteinander beten. Auslöser könnte sein, wir essen miteinander und schließen das Essen ab. Verhalten, ganz einfach, jeder sagt Gott für etwas Danke. Und Belohnung, dann gibt es einen kleinen Nachtisch. Wenn das jetzt ein Zielkonflikt ist mit einer anderen Gewohnheit, dann müsst ihr eine andere Belohnung finden. Aber das wäre eine Möglichkeit, ganz einfach zu beginnen. Oder wenn du sagst, zum Beispiel, ich möchte mehr in Zungen beten. Dann könnte der Auslöser sein, okay, früh morgens, ich bin ganz alleine in der Küche, ich räume die Geschirrspülmaschine aus, dafür muss ich nichts nachdenken. Auslöser, Geschirrspülmaschine ausräumen, Verhalten, ich bete in Zunge, Belohnung, dann trinke ich meinen Kaffee oder was auch immer. Seht ihr, wenn man so diese Schleife schaut, dann kann man ganz bewusst auch Gewohnheiten aufbauen und es funktioniert auch in die umgekehrte Richtung. Man kann sich auch überlegen, wie kann ich Gewohnheiten loswerden. Vielleicht eben das Licht im Kühlschrank wegmachen, einen Auslöser weniger haben, dass man da nicht in Gewohnheiten hineingeht, die man nicht haben möchte. Mach die Dinge offensichtlich. Wenn du zum Beispiel am Abend gerne lesen würdest, dann lege das Buch schon am Morgen auf dein Kopfkissen. Oder wenn du weißt, ich sollte Vitamine essen oder trinken am Morgen, dann stelle sie am Abend offensichtlich bereit, dass du es tun kannst. Oder eben, lege deine Bibel bereit, lege deine Sportsachen bereit, was immer es sein mag. Mach es offensichtlich. Und mach es einfach. Wenn du sagst, ich möchte gerne die Bibel in einem Jahr durchlesen und jetzt gelingt es mir erst gelegentlich zu lesen, dann fang mit dem Vers zum Tag an. Und noch besser, fang mit der Identität an. Ich möchte nicht die Bibel in einem Jahr durchlesen, sondern ich bin eine Person, die regelmäßig sich aus dem Wort Gottes ernährt. Und du startest mit dem Vers zum Tag. Und du merkst, hey, ist ja gar nicht so schwierig, jeden Tag die Bibel-App zu öffnen. Das kann ich ja. Oder jeden Tag die Bibel aufzuschlagen oder vielleicht die Losung zu lesen und dann den Kalender abzuziehen, was auch immer es ist. Und von da kannst du die Gewohnheit aufbauen. Also wenn du ein Tagebuch schreiben möchtest, dann fängst du nicht an, eine ganze Seite zu schreiben, sondern einfach jeden Tag einen Satz. Und verknüpfe Dinge. Ich mache, Pünktli, Pünktli, nachdem ich. Das kann sehr hilfreich sein, dass es so wie eine Stapelverarbeitung gibt. Ich bete kurz, zum Beispiel, Guten Morgen, Heiliger Geist, nachdem ich den Wecker ausgeschaltet habe, bevor ich überhaupt meine Füße auf den Boden setze. Dass du immer an etwas andockst, das du vielleicht schon machst, dass irgendwie, wenn du einen Wecker hast, wirst du den irgendwann mal abgeschaltet haben und dann gesagt, okay, das nächste ist dann das. Dann bist du viel einfacher in einem Automatismus drin. Die Nummer 1, Unterstützung, um bessere Gewohnheiten zu haben, sind andere Menschen. Eine breit angelegte Studie mit 12.000 Leuten über 32 Jahre legt das sehr nahe. Man hat zum Beispiel auch herausgefunden, wenn eine Person, die relativ stark übergewichtig ist, groß abnimmt,
dann wird eine von 3 Freunden das Gleiche auch schaffen. Einfach weil die Gewohnheiten so ansteckend sind. Das ist ja nichts Neues, das steht schon lange in der Bibel, das hat schon Salomo gewusst, davon können wir in den Sprüchen vieles lesen. Wählen wir gut, mit wem wir unterwegs sind. Es kann ein riesiger Ansporn sein. Es kann uns aber auch herunterziehen. Und wir können natürlich die Freundschaften, auch Partnerschaft, auch die Kleingruppe können wir auch dazu nutzen, um uns gegenseitig Rechenschaft zu geben. Wenn wir sagen, hey, ich möchte daran arbeiten, bitte hilf mir, bitte erinnere mich daran, dass ich wirklich besser werden kann. Ich habe selbst gemerkt, dass ich in meinem Leben manchmal so eine Unzufriedenheit breit gemacht habe, wenn ich so das Denken drin gehabt habe, okay, wenn ich das erreicht habe, dann. Und wir hinken immer irgendwelchen Zielen hinterher. Wenn wir uns auf die Identität fokussieren und auf den Prozess, dann können wir es ganz anders angehen. Dann können wir uns freuen daran, dass wir jetzt einfach an der Gewohnheit dran sind, auch wenn sie noch so klein mag, in die wir vertrauen können, dass es in der Zukunft uns dahin bringt, wo wir uns wünschen. Dann ist es nicht so, wenn ich das erreicht habe, dann kann ich mich freuen, sondern ich kann mich jeden Tag freuen, dass ich einen ganz kleinen Schritt Jesus ähnlicher werde, dass ich in dieser Gewohnheit Gott geehrt habe. Das macht für mich einen riesigen Unterschied. Gewohnheiten, weil wir es immer wieder gehen, sie bilden so wie einen Weg in unserem Leben. Ich habe ein Bild von einem Trampelpfad dabei. Kannst du dir von ganz am Anfang schon zeigen? Ganz am Anfang von der Präsentation hat es einen Trampelpfad. Nein, nächste Folie. Ja, genau der. Wenn wir so in Gewohnheiten drin sind und wir immer wieder denselben Weg gehen, dann bilden sich solche Wege, wo wir vielleicht sie gar nicht haben möchten. Und Gott möchte uns helfen, das wäre jetzt das andere Bild, dass wir auch Wege schaffen können, dort wo vorher wirklich keine Wege waren, wo es ein Wunder ist, dass wir sie gehen können. Wir brauchen Gottes Hilfe durch die Veränderung unserer Denkweise. Wollen wir noch beten miteinander? Herr Jesus, einiges, was wir gehört haben, kommt auch so aus der Forschung unseres Gehirns, aus der Psychologie. Und ja, wenn wir das so erforschen, dann dürfen wir auch merken, wie du uns geschaffen hast, wie wir funktionieren. Und es hat ja so viel Starkes darin, so viel Gutes, dass unser Leben überhaupt bewältigbar ist. Wir wären ja gar nicht in der Lage, unser Leben zu bewältigen mit all den kleinen Entscheidungen, die wir treffen müssten, wenn wir nicht diese Gewohnheit hätten. Jesus, du weißt, wo jeder heute steht. Wo wir vielleicht auf ein System schauen können von guten Gewohnheiten, das uns weit gebracht hat. Gewohnheiten, die dich auch ehren, die uns geholfen haben, wirklich dir zu dienen, dir ähnlicher zu werden. Aber du siehst vielleicht auch Gewohnheiten, für die wir uns schämen, die vielleicht auch sehr im Verborgenen geschehen. Und von denen wir wissen, die sind eigentlich sehr schädlich für uns. Sie bringen uns nicht dorthin, wo wir hingehen möchten. Danke, Herr, egal wo wir stehen, du möchtest mit uns dranbleiben, dass unsere Denkweise immer mehr durch dich verändert werden kann. Und Jesus, wir müssen wirklich sagen, wir können die Denkweise nicht selbst verändern. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen dich, dass du unser Herz so neu beschreibst, dass du unsere Identität stärkst. Unsere Identität als deine wunderbaren Kinder,
als Menschen, die von dir angenommen sind, als Menschen, die wertvoll sind, als Menschen, die du gebrauchen möchtest. Als Menschen, die nicht ungesund leben müssen, sondern als Menschen, die nicht müde werden, das Gute zu tun, die nicht müde werden, für andere Menschen da zu sein. Nicht müde werden zu lieben, nicht müde werden zu vergeben, nicht müde werden zu beten, zu bitten. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wir wirklich zur gegebenen Zeit den entsprechenden Segen sehen dürfen. Allerspätestens in der Ewigkeit. Danke, Jesus, dass du uns vergibst, da wo wir gefehlt haben. Und ich bitte dich durch deinen Heiligen Geist, dass du heute einfach so einen Moment schenkst, wo wieder Hoffnung da sein kann, dass Veränderung möglich ist. Eine Gewohnheit um die andere. Und Heiliger Geist, wir möchten dich einfach auch bitten, dass du uns zeigst, was es ist. Dass wir nicht das ganze Leben aufs Mal verändern wollen, dass wir die Spannung aushalten können, dass wir nicht perfekt sind, aber dass wir mit deiner Hilfe vielleicht pro Jahr eine Gewohnheit um die andere zu der Person werden dürfen, zu der du uns geschaffen hast. Dass wir den Ruf leben können, zu dem du uns berufen hast. Und hey, egal wie gut oder schlecht deine Gewohnheiten sind, wir alle, wir brauchen Jesus. Wir brauchen einen Erlöser. Du kannst mit deinen guten Gewohnheiten alleine dich nicht zu Gott hocharbeiten. Für das gibt es nur ein System. Das ist die Vergebung durch Jesus Christus. Wenn du diese Botschaft jetzt gehört hast, du sagst, hey ja, das bin ich. Ich habe mein Leben so noch nie Jesus anvertraut. Ich habe diese Vergebung noch nicht angenommen. Ich möchte dich jetzt einladen, dass du das tun kannst. Du kannst das mit einem einfachen Gebet tun. Du kannst sagen, Jesus, ich habe heute erkannt, dass du auch für mich am Kreuz gestorben bist. Dass ich dadurch Vergebung meiner Sünden empfangen kann. Und ich möchte das heute annehmen. Bitte vergib mir. Mache mich zu diesem neuen Menschen. Lass mich deinen Willen erkennen und schenke mir diese neue Denkweise nach deinem Willen. Amen.